Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Dragon Age Origins of Pelzig und es ist so dermaßen primitiv, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, der steht vor Orzammar. Jo, dann fehlt uns hier noch Brazilianwald und Denerim. Mörder deines Bruders, ah ja, das waren die Malefikara, okay. Ja, so primitiv kann es als sei und ich suche mich hier in Orzammar dumm und dämlich. Halte mal eine Gaula. Da war der hier mit seinem Gedöns, bei dem würde ich ganz gerne mal gucken, ob der auch Giftextrakte hat. Sieht nicht so aus. Ne. Schade. Okay, ja, manchmal kann es so richtig primitiv sein. Ich habe gedacht, der Typ wäre in Orzammar. Dabei steht er einfach draußen. Das war peinlich. Sorry, wenn ihr in der letzten Episode vorgestern wahrscheinlich die Krise eures Lebens gekriegt habt und gedacht habt, du Dummkopf, verschwend keine Episode, in dem durch Orzammar in die tiefe Wege rennst, der steht davor. Ach ja. Ich weiß auch nicht, was da irgendwie heute in der Session los ist. Jedes Mal, wenn ich das Gebiet verlasse, meint der Ladebildschirm, ihr müsst kurz ruckeln und hier das Zeitrad anzeigen und hier einfach rumlecken. Sehr, sehr skurril. Okay. So, der muss hier irgendwo sein, vor Orzammar. Ja, das ist etwas peinlich. So, hier sind nach wie vor nur Zwerge, ne? Schüler. Ja, da haben wir doch. What can I do for you? Hier, Nachricht vom Meister. This ought to be interesting. Such diction. This man is a true scholar and rhetorician. I am honored to be fired by one such as he. Okay. Good day. Okay, der hat's doch ziemlich cool aufgenommen. Das ist ganz gut. Ja, aber dadurch, dass ich gehört habe, dass der Typ unterwegs wäre, um hier prekäre Sache zu besorgen, hätte ich eigentlich eher gedacht, er wäre wirklich in Orzammar. Oh Mann, manchmal ist es echt zum Mäusemelker. Na gut, dann widmen wir uns jetzt nochmal der Bruder Genitivi Quest, weil die in der Nähe ist. Brazilian Huch, wo hier laufst du? Weil Brazilianwald ist jetzt wieder ewig entfernt. Wir machen einfach die große Runde. Hier, da haben wir ja dummerweise nichts gefunden von Stans Schwert. Da scheint aber auch ein Bug drin zu sein. Das habe ich auch des Öfteren mal gelesen, dass diese Quest sehr stark mit Bugs beladen ist. Da gehen wir jetzt zuerst hier für die Bruder Genitivi-Sache. Dann gehen wir auf dem Rückweg durch den Brazilianwald und dann noch Denerim. Machen die ganze Quest jetzt nochmal. Weil hier irgendwo müsste, glaube ich, dann auch die heilige Asche noch sein. Das heißt, das ist... jetzt hat er wieder irgendein Problem. Jetzt wieder. Das ist unmittelbar mit dieser heiligen Asche-Quest verbunden. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Und ich glaube, da wartet auch ein ziemlich fette Gegner vor der heiligen Asche, wenn ich das richtig im Kopf habe. Huch, was ist denn das? Sie aus dem Hinterhalt überfallen, keine Ahnung, was das für welche sind. Wir gehen nun ihre armselige Falle gekonnt umgehen. Wir hören mal zu. Weiter hier zu hören. But we've been looking at the road for hours. No travelers all day. Will one of you pay attention? Nochmal zu hören. Hey, who's that? Okay, das war einer zu viel. Na gut, das sind dann die ganze Räuber Hotzenplotz als Knetköp. Dürfen gleich mal für mich tanzen. So, tanzt. Viel Spaß beim Tanzen, einer hat es durchgeschafft. Der Rest kriegt jetzt hier nochmal den Spaß am Leben ab. Und zusätzlich gibt es auch einen Gewitterbutze für die Seite. So, nee, nicht so nah. So rum. Damit jeder was zum Spielen hat. Pff, was war denn das für ein Geräusch? Oh. So, du zapfen uns ein bisschen Lebensenergie ab. Boah, ich glaube, das hat sich ziemlich schnell erledigt, ne? Da könnte man mal drauf hauen. Noch ein bisschen Lebensenergie zwitschern.
Und Morrigan könnte uns nochmal einen Heilschub verpassen. Ah, die kriegen wir. Und da ist noch ein brummiger Räuber. Ah, den kriegen wir so. Ah ne, der ist blockiert. Okay, jetzt war's das aber. Da ist noch irgendein Knetkopf. Trötötötö. Der da. Knetkopf. Die Barrikade machen wir mal weg. So, jetzt aber. Ah, dahinter stehen noch weitere Typen. Na, dann plündern wir doch erstmal, was die Typen da an Falle aufgebaut, an Lager aufgebaut haben. Kettenrüstung aus Silberit. Immerhin gibt nochmal 40 Erfahrungspunkte und Seppel kriegt ja eh bald nochmal ein Level. Was sind die Räuber so bei sich? Silber. Der Räuberhauptmann hat doch bestimmt was Besseres. Pff, Langschwert, Veridium. So ein Käse. Machen wir auf. Kleiner Schild aus Weißholz. 20 Erfahrungspunkte nur für die Truhe. Der brummige Räuber. Hot. Bisschen Silber dabei. Ja gut, das sind dann noch ein paar Räuber. Das ist nichts Großartiges. Hopp, 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 hopp. Halte Mutter Gaul a. Aber der Knetkopf wird jetzt erstmal eingefroren. So, hervorragend. Gut, führt's so noch irgendwo hier? Sieht nett so aus. Hoppala. Dann macht das Ding doch mal weg. Okay, Nebenfahrt um das Lager. Ja gut, das hätten wir wahrscheinlich auch einfach umgehen können, aber ich wollte dann einfach so lange wie möglich noch zuhören, den Typen. Aber das nenne ich doch auch ganz praktisch. Durch die ganze Falle und Scheißdreck kriegen wir einfach nochmal Erfahrungspunkte, die teilweise größer sind, als wenn wir gegen einen von den Kasperl kämpfen. So, gehen wir doch hier einfach mal außen rum. Mach das mal weg. Ja. Die halten alle besonders viel aus, diese Barrikade. Da geht's dann einfach wieder weiter. Wow, das war dumm. Das war dumm. Warte mal. Und die kümmern wir uns jetzt so. Und so. Jo. Gut, da hätten wir aber auf jeden Fall noch 2 Truhe, die wir noch knacken könnten. Kettenrüstung aus rotem Stahl. Ja, gut. Cleffi macht auch Mist. Ich nehme da auch jedes Silberstück, was ich finde. Und du... Ja gut, da ist es halt nevelig wie Zau. Und da ist noch eine Truhe. Wenn man die nicht schon mal versucht zu knacken? Na, wir probieren es einfach noch einmal. Jo, geht auch. Ah, Eispfeiler. Hervorragend. Dann also nichts wie zurück. Richtung Barrikade. Ja, das Seppel dürfte nächste Seite, er sein Level kriegt und danach dann wieder ich. Also der Hauptcharakter im Endeffekt. Heieiei, das laggt aber ganz schön halt. So, dann gehen wir jetzt mal weiter in der Heilige Asche Quest. Das geht wohl hier bei Redcliffe vorbei in die Berge hoch, ins Frostgipfelgebirge. Interessant. Sehr interessant. Das Dorf Haven. Gut, das ist was Neues zum Erkunden. Naja, das ist ja irgendein verstecktes Bergdorf offenbar, ne? Und da könnte es sein, dass die Heilige Asche ist. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass es in der Bergrei geht und dass da ein ziemlich unangenehmer Gegner wartet, der das Ding bewacht. Das weiß ich noch. What are you doing in Haven? There's nothing for you here. Ich habe hier zu tun. No, you do not. I would have been informed if someone was expecting a visitor. Gibt's hier einen Bruder Genitivi? Habt ihr schon mal von der Urne der Heilige Asche gehört? Wollen wir da mal oder noch? The urn is nothing but a legend.
Bruder Genitivis Nachforschungen lassen vermuten, dass mehr dahinter steckt. I do not know who Brother Genitivi is or what he says. However, I'm sure people can convince themselves of anything. Ihr wisst also nicht, ob Bruder Genitivi hier vorbeikommen ist. No. Ich will mich in Haven näher umgucken. We do not appreciate lowlanders looking about our home as though it was some sort of zoo. Fremde mögen wir hier nicht besonders. Alter Falter, so richtiges Hinterwäldler Bergkaff. Ich habe ein paar Frohe über Haven. Ask and be on your way. Wer ist der A-Führer von dem Dorf? Father Eirik is our spiritual leader and guide. Ah, In the chantry giving a sermon. You should not disturb him. klingt mir noch Sekte ähnlich wie in Resident Evil 4 in dem spanischen verlassene Bergdorf. Also in dem weit abgelegenen Bergdorf, wo dieser Kult dann die Las Plagas verehrten. Warum habe ich noch nie von Haven gehört? We keep to ourselves. We see no need to announce our presence to the world. It's more peaceful that way. Und Inzest greift auch ganz gut bei uns um. Seit wann gibt's dann Haven schon? Haven's always been here. My family knows no other home. Das glaube ich da. Ja gut, sonst muss ich nichts mehr wissen. Perhaps you should return to the lowlands. Wissen wir Bescheid, dass es halt so absolutes Hinterwäldler-Kaff ist. Gibt's hier einen Bruder Genitivi? Who? Perhaps revered Father Eirik will Ach, know jetzt of who you plötzlich. speak. Unfortunately, he's ministering to the villagers at the moment and cannot be disturbed. I suggest you seek your brother elsewhere. Warum habt ihr einen verehrten Vater? Priester sind Frauen. Ich habe ein paar Frohe über Haven. Ja, froh ich da mal wegen dem verehrten Vater. It's always been thus in Haven. We do not question tradition. Ja, so seht ihr aus. Ihr stellt auch so ein Stückchen froh. Sind eure Traditionen so anders als die unsere? Our ways are not the ways of the lowland cities. Ah, dann mach's You gut. may trade for supplies at the shop if you wish. Then I suggest you and your companions leave. They are hiding something. Jo. Tis obvious, is it not? Ah, quiet, insular communities. There's always something nasty going on behind the closed doors. Ist I richtig. hope it involves chains. I hope they ask me to join in. Ach, Seppel. Interesting strategy. Tell me, do you intend to keep going north until it becomes south and attack the Archdemon from the rear? Das hier ist notwendig. Is it? I see. I was mistaken then. It seemed to me that we were climbing a mountain in the middle of nowhere on some frivolous whim of yours. Habt ihr bessere Idee? Al-Iman ist krank, deswegen sind wir hier. Was genau wollt ihr eigentlich? Das ist Kawagi-Ahnung. Ja, das ist Kawagi-Ahnung. The Archdemon is our goal, and we are heading away from it to find the charred remnants of a dead woman. I will not simply follow in your shadow as you run from battle. Ihr seid frei und könnt gehen. Überrede, ich laufe nicht der Fuß, denn Eischichten, ihr habt gesagt, was euch beschäftigt hat. Jetzt wieder zurück ins Glied. Dagegen könnt ihr nichts unternehmen. Ich habe hier Saga. Probieren wir mal ihn zu überretten. Then turn and fight. You keep the Darkspawn waiting. Okay, es hat auch nix an Einfluss weggemacht. Haus eines Dorfbewohners. Alter Falter, ganz bezaubernd hier. Ja, wir probieren doch einfach mal hier in das Haus von irgendeinem Kasper reinzugehen. Nicht in der Lader, sondern einfach mal in so ein Privathaus. Der hat uns wahrscheinlich eben auch, der Typ. So, nett sieht's hier aus. Ja, rauben wir den Typ doch einfach mal aus. Das finde ich immer sehr gut. So. Einfach mal in irgendein Haus, was ihm nicht gehört und total billige Krempel aus der Truhe klaue. Die Leute haben wahrscheinlich eh nichts, ne? Als das, was sie da haben. Liebesbrief gibt's aber noch. Das kann mal wieder jemand gebrauchen. Von der Taverne in Denerim. Da soll man ja explizit auf die Suche noch sowas gehen, ne? Da liegt auch noch ein Buch rum. Es wundert mich, dass die Leute hier lesen können. So, gehen wir doch mal dort hier. Buch. Was liegt denn da für ein Buch? Tod eines Templers. So. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass Leute hier einfach abgestochen werden, ne? Die hierher kommen.
Und dann wirklich dieses Fremde können wir hier nicht besonders leiden. Hier ist sonst nix. Oh oh. Were you down? Chasing rabbits round the town. Come, Bonnie Lynn. Tell us where you've been. Come, Bonnie Lynn. We've a bed to Alter. put you in. It is soft, it is warm. It will shelter from the storm. Come, Bonnie Lynn. We've a bed to put you in. Dear Bonnie Lynn. Sleeps the peaceful crib within. A mossy stone, a Alter, ist das bone. creepy. No one knows but Lynn alone. Dear Boah, Bonnie halt die Lynn. Gosch, du ekliges, Sleeps gruseliges the Kind. crib within. Bäh. Nee, bei sowas schüttelt's mich, da krieg ich Gänsehaut. Wenn so ein einzelnes Kind auf dem Marktplatz steht und irgendwelche gruselige Reime dann verzählt. Pfui Teufel, Kind. Okay, dann machen wir hier einmal die Truhe auf. Nur so ein poplige, rotzige Letterhelm drin. Ja, irgendwo muss es hier noch ein Ladegeber. Und irgendwo muss es auch ein Kirchgeber. Aber ja, interessant die Sache. Das ist mir überhaupt nicht mehr im Sinn geblieben und Sinn gewesen, dass die Priesterinnen der Andraste und des Erbauers tatsächlich alles nur Frauen sind. Und das andere sind eher so Mönche, ne? Das ist der Lader hier, ne? Ah, das wird wohl... Ne, das ist nicht die Kirche. Dörfler. We have nothing you'd want. Please go. Ist ja gut. Gretel hinter der Heck. Kodex über die Awa-Völker. Mhm. Du im Sack. Was gibt's hier noch Gutes? Leeres Pergament. Ja, Hauptsache einfach mal die Leute ausgeraubt. Das kommt immer gut. Okay. Da geht's wohl zu der Kirche hoch. Dann gehen wir da nochmal hier. Ja, es erinnert so ein bisschen an Outlast 2 und Resident Evil 4 das Ganze. Äußerst angenehme Gesellschaft hier bei den Leuten. Geht's mal auf die Weltkarte hoch? It is begun. Ja, das ist definitiv so ein Ort, wo man zum Sterbe hingeht. Das ist auch so der Ort, wo die Freude stirbt. Nee. Meine Fresse. Ja gut, dann gehen wir erstmal in die Lade und dann zu der Kirche hoch. Mhm. Ladebesitzer. Wir knacken erstmal die Truhe. Magierauge Drachendorn. Schuppenrüstung, Lederstiefel aus Antiva. Ah, das ist dann was für das Seppel aus Haseleder. Und Medaillon. Eine alte Gemme, die eine wunderschöne Frau mit Juwelen im Haar darstellt. Sie ist vorne in ein filigran gearbeitetes Medaillon eingesetzt. Könnte Alistairs Mutter sein. Aber wir machen auf jeden Fall zuerst einmal das Geschenk für das Seppel. Das wird wahrscheinlich noch zum Gespräch kommen. Und wo könnte man schöner retten als in so einem wunderschöne, tolle Lade? That smell. This is Antivan leather, isn't it? I would know that anywhere. I don't know how you knew I was missing my homeland, but this does the trick nicely. Thank you. Worauf wartet ihr? Probiert sie doch auch. But I'm not finished admiring them yet. Can you smell that? Like rotting flesh. Just like back in Antiva City. Toll, lecker. A prostitute or two. A bowl of fish chowder and a corrupt politician. I'd really feel like I was home. And the feet as well. Marvelous. Scheint ja toll zu sein, Antiva. Erhaltene Gegenstände gibt es da auch noch. Lederstiefel aus Antiva. Ah, Motto. Das gibt ein Bu noch 4% Zauberresistenz. Cool. Okay. Nicht schlecht. Interessant, sowas in so einem Drecksladen. In so einem Dreckslade hier zu finden. Ich will erstmal bei dem Raikugo. Entschuldigung. Erstmal will ich Raikugo, bevor ich da. Ne? Erstmal in sein Sortiment, bevor ich dann irgendwie der Zorn der Dörfler auf mich ziehe. Ich will handeln. Das machen wir zuerst mal, bevor wir uns hier mit den ganzen Inzester verscheißen. So, der hat nichts Besonderes. Dann kann ich ihn theoretisch den ganzen Müll nochmal verkaufen. Hier so ein
Ah, nee, das verkaufe ich nicht so einem Gammler. Das verkaufe ich irgendjemand anderem. Das ist so Standard-Scheiß, den ich jederzeit verkaufen kann, aber das andere Zeug, das verkaufen wir nicht. Okay, Mühsal, nee, die bestimmt auch nicht. Dagans Stiefel, das waren die Saffron Feuer getragen hat, können wir trotzdem verkaufen. Das können wir auch verticken. Als Pforte mit. Braucht man nicht. So, jetzt gucken wir mal, was der Typ möglicherweise noch Schönes im Sortiment für uns hat. Tatsächlich nix. Hätte ich mir auch nicht gedacht, dass der was Tolles hat. Nee, der hat nur Scheiß. Okay, Senior Incest. You're back? Habt ihr einen Mann namens Bruder Genitivi gesehen? No, I've never heard that name. Natürlich nicht. Verzeih mal was über Haven. How would you describe the place you know only as home? Dann sollte ich wohl gehen. I think that is for the best. Dann gucken wir trotzdem nochmal hier rein. Ja, es war klar, dass der... Ja, da liegt nämlich ein Toter. Das könnte Bruder Genitivis sein. Ihr hört nicht zu, oder? Nö, hatte ich nicht vor. Knüttetütö. Ja gut, der wird ja sowieso nicht lang gegen uns bestehen. Das dachte ich mal schon, dass das passiert, ne? Der hat leider auch nichts... Ah, doch, der hat was dabei. Ein schwacher Wundumschlag. Schade, dass ich dann bei solchen Ladebesitzern nie das ganze Zeug flattern kann, was die im Sortiment haben. Wobei bei dem ist im Sortiment eh nicht schlimm. Aber wir haben uns ein bisschen wieder Platz im Inventar verschaffen können. Ja, das könnte Bruder Genitivi sein. Wir knacken aber erst einmal das Schloss. Wahrscheinlich werden hier alle abgemurkst, die noch der heilige Asche frochen, ne? Die Rüstung und Kleidung dieses verstümmelten Mannes lassen darauf schließen, dass er aus Redcliffe stammt. Er war einer von Al-Emons Rittern. Toll. Großartig. Okay, jetzt haben wir der ganze Inzesthaufe gegen uns. Ich vermute jetzt... Ja, genau. Ich vermute einfach mal, dass die ganze... Ja, natürlich sind es Kultister. Das sind dieselbe Kasper, die uns auch schon aufhalten wollten in... nee, das machen wir nicht. Die uns schon am Cannonhead-See aufhalten wollten. So, jetzt haben wir es halt mit der inzestuösen Kampftruppe zu tun. Das scheint wohl so ein Kult zu sein, der sich speziell nur auf die heilige Asche der Andraste stürzt und sich wohl nur als Auserwählter ansieht. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Das war nur ein nettes Todesröcheln von dem Typ. Gut, da aber bei der Kirche sind noch ein paar von den Gestalter. So, das holen wir uns jetzt nochmal, das ganze Zeug, was die noch bei sich haben. Hat der Kultisten Magier was? Nee, hat er nicht. Jo, das ist ja häufig so, irgendwelche abgeschiedene Dinger ist automatisch dann gleich... Kult, ne? Okay, wir investieren in Stärke für Dankens Schwert, wir investieren in Klugheit und wir investieren in Geschicklichkeit. Er kriegt des Weiteren nochmal das fortgeschrittene Überleben. Und kann... Moment, halte Motte Gaul. Ah, ja, er kriegt den Duellant, natürlich. Das kriegt er. Haben wir dann hier nicht irgendwo den da ist er, der Duellant. Hervorragend. Und zwar kriegt er jetzt Duellkampf. Der Duellant hat gelernt, die lebenswichtigen Organe seines Gegners aus jeder Richtung und mit höchster Präzision zu attackieren. Während eines gewissen Zeitraums erzielt er mit jedem erfolgreichen Angriff automatisch einen kritischen Treffer. Ja, das ist ziemlich geil. Kriegt er auf jeden Fall, das Seppel. So, dann ist da ohne noch ein bisschen was an Viehzeugs. Darum kümmern wir uns auch noch, bevor wir dann zu der Kirche hochgehen. Level 0 Kreatur. Was sind die? Ach. Das sind schon ziemliche Kreaturen. Das ist mal was Sache. Ja, das sind die ganzen Dörfler. Okay, die Dörfler sind jetzt natürlich wirklich Gegner bei uns. Ja, dann schnetzeln wir halt mal das ganze Dorf noch ab, ne? Ach, okay, die tolle Wache vor Ort ist Bogenschütze? Nee, ist es nicht. Okay.
Ja, das sind jetzt halt, wie gesagt, einfach auch nur die Dorfbewohner und ein paar Kultisten, ein paar Bewaffnete sind da auch mit dabei. Der Wachmann vom Dorf ist schon gar nicht mehr aktiv. Ah, das könnte dieser Bogenschütze dann gewesen sein. Okay. So. Wir gehen auf jeden Fall nochmal hoch. Und erledigen nochmal die auf dem Weg zu der Kirche und können dann unseren Cut setzen, würde ich sagen. Was mich außerdem noch interessiert ist, wegen Duncans Schwert. Als doch nicht Mist. Da brauchen wir immer noch einen Stärkepunkt. Verflixt nochmal. Ja, da hätte ich eher mehr investieren sollen beim Level. Na egal. Okay, den Lader haben wir jetzt auch niedergemacht. Ja. Bleiben halt nur noch die Dörfler hier. Jo, das war von Stan niedergemäht. Und zwar ziemlich ohne Gnade, das Ganze. Ja, der Weg zu der Kirche ist ja auch überhaupt nicht gruselig gemacht. So Outlast 2 mäßig, ne? Okay, das sind wieder ein paar Bewaffnete. Und die epische Musik wie Sau dazu noch. Gut, den Bogenschütze, der nervt sowieso, dann zerschmettern wir direkt. Sehr schön. Und du ist dann direkt die Kirche von Haven. Könnte es sein, dass Bruder Genitivi dann dort liegt? Tot oder lebendig? Schauen wir mal. Ich glaube, ich habe für Bruder Genitivi derzeit keine große Hoffnung, dass der gute Mann noch überlebt hat. Aber ich stehe doch sorry, ihr liebe Leid. Do you hear it? Singing from the chantry. The entire town from the sounds of it. Hier war es mal ordentlich geruckelt. Seltsam, dass Dragon Age Lags hat. Ich meine, das ist ja schon ein etwas älteres Spiel. Na gut. Ernten wir gerade noch ab, was hier noch rum ist. Hier noch rumfliegt. Und ich stehe doch sorry, ihr liebe Leid. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Dragon Age Origins auf Pelzig. Wo wir dann mal in die Dorfkirche reingehen werden. Und mal gucken, was der Kult dann Lustiges vorbereitet hat für uns. Also machen's gut und bis übermorgen wieder. Die Suche nach der Urne der Heiligen Asche intensiviert sich. Ayan Yankee.